Es war in der 5. Klasse. Unser Kunstlehrer hat uns den Auftrag gegeben, aus Papier ein Gebäude zu entwerfen. Ich habe zu Hause überlegt und gedacht und habe mich für eine Kirche entschieden. Jetzt ist bildnerisches Gestalten wirklich nicht meins. Also habe ich angefangen zu kleistern und zu kleben und aufzubauen und es wurde immer schlimmer, der Klebstoff an den Fingern, auf dem weißen Papier. Es sah furchtbar aus. Nach 2 Stunden habe ich wutentbrannt mit der Faust auf den Tisch gehauen. Das ganze Gebilde fiel herunter und lag, völlig zerstört am Boden. In dem Moment kommt meine Oma rein. Sie sieht mein Elend, mein Leid, sie fragt, »Bu, was ist denn los? Junge, was ist denn?« Und ich erzähle es ihr und erkläre es ihr. Und sie schaut mich an, streicht mir mit der Hand über den Kopf und sagt, »Hörst du mal, ich mache das neu. Ich mache es für dich neu.« Heute, nach so vielen Jahren, kann ich das ja sagen. Also die Kunstnote, die damals wirklich gut war, die kann mir keiner mehr abnehmen. Aber dieses Wort habe ich mir gemerkt. Ab und zu im Leben braucht es jemanden, der bei uns alles neu macht. Weil wir es selbst nicht schaffen, weil wir unsere Kraft verbraucht haben, weil wir so tief im Schlamassel sitzen, dass wir nicht mehr rausgucken können, weil es nicht hilft, wie bei Münchhausen, sich an den Haaren selbst aus dem Dreck zu ziehen. Am Ende der Bibel sagt Gott, siehe, ich mache alles neu. Und wenn man sich dieses biblische Wort anschaut, dann meint es nicht, dass das bisher schlecht war, diese Schöpfung, von der Gott gesagt hat, es sei sehr gut, sondern dass Gott es nimmt und dass er es transformiert und verwandelt in eine neue Welt ohne Leid, ohne Tränen, ohne Krieg, ohne Krankheit, ohne Spaltung, ohne Diskriminierung von Menschen, die anders sind wie wir. Eine Welt voller Liebe und voller Vertrauen und Versöhnung und Kraft. Das ist die Perspektive der Bibel und in der Perspektive will ich ins neue Jahr gehen. Das ist die Jahreslosung für 2026. Gott sagt, ich mache alles neu. Auch in deinem Leben. Auch da, wo du keine Kraft mehr hast. Auch da, wo es bei dir zerbrochen ist. Manchmal dauert es, manchmal ist es zäh und schwer. Aber das Versprechen Gottes gilt auch dir. Ich mache alles neu. Lasst uns doch so in das neue Jahr gehen, unter diesem Wort und mit dieser Zuversicht und mit dem Mut anzupacken. Gott spricht, siehe, ich mache alles neu. Gottes Segen für den Übergang ins neue Jahr.